Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen. Und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Flanke in den Strafraum und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Weit nach vorne geschlagen. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Und kein Abwehrspieler hat da bei diesem Kombination... Und sie werden immer offensiver. So, jetzt müsst ihr den Ball da reingeben. Gut gemacht vom Keeper. Ganz souverän. Kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Gut gespielt. Klasse, wie er den spielt. Ganz clever, ganz cool gemacht vom Abwehrspieler. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Nutze die Chance. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Gut gemacht. Ja, wird aus die, jetzt hat er den Platz. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Ja, klasse, wie er da zum Tor zieht, hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich. Das ist ja wie er den noch gehalten hat. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. Und klasse Abwehrparade des Torhüters gegen diesen Kopfball. Und der war, weiß Gott, nicht von schlechten Eltern. Ja, gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Ja, gefällt dem Trainer. Die Abwehr steht gut, da gibt es überhaupt kein Durchkommen für die gegnerischen Stürmer. Und solche Bälle spielt nicht jeder. Also so eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr.
stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. Gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Achtung, genau in den Lauf. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Und der Torhüter wirft den Ball weit hinaus. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Was für ein Tor! Oh, jetzt ist das Stadion natürlich ganz ruhig. Ein ganz bitterer Rückschlag für die Heimmannschaft. Eiskalt verwandelt und das war gleichzeitig noch überlegt gemacht. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab. Spielstand 1:0. Die ersten 45 Minuten standen für mich ganz klar im Zeichen der beiden großartigen Torhüter. Wenn sie weiter so gut halten, dürfte hier auch in den zweiten 45 Minuten nicht allzu viel So, passieren. es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, schöner hoher Ball. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Abgewehrt, aber die Situation ist noch nicht geklärt. Ja, nicht nur viel Raum überbrückt, sondern auch noch den Mannschaftskameraden gefunden. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. So, jetzt wird's gefährlich. Mit den Fingerspitzen geklärt, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Also der war gefährlich. Und der geht rein und jetzt sind natürlich die Fans außer Rand und Band. Da ist jetzt die weiße Weste des Torhüters dahin. So schnell kann ein Spiel kippen. Nach diesem Ausgleichstor ist alles wieder völlig offen. Das wird gefährlich. Fantastisch die Parade. Da muss er sich ganz lang machen. Ja, und von der Abwehr, da kann so mancher Trainer nur träumen. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Zieh ab, Junge. Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Ja, diese Position, die muss sich ein Stürmer aber auch erarbeiten. Genau da muss er stehen und dann macht er auch das Tor. Okay, das ist eine knappe Führung, aber jetzt ist erstmal gute Abwehrarbeit gefordert. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. So setzt man natürlich die Abwehr arg unter Druck. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Ja, vor allem die Stürmer fragen sich jetzt natürlich allmählich, wo hat der Mann, dieser Torhüter, dieser überragende Torhüter überhaupt seine Schwäche?
Ja, der hat das Talent, der hat die Technik gegen die Latte. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm noch nicht lassen. Unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch rangekommen ist. Das hat er gut gesehen. Wunderschönes Zuspiel. Jetzt sucht er den Abschluss. Und das passt. Jetzt sollten Sie mal sehen, was hier los ist. Ja, das ist doch der Spieler des Tages. 3 Tore in einem so wichtigen Spiel, in einem Pokalfinale. Unerreicht. Also wann siehst du heutzutage schon mal noch einen lupenreinen Hattrick? Heute, ja, heute. Das war sein 3. Tor. Oh, das ist ein Weltklasse. Los, schieß, Junge. Achtung. Schauen wir uns nochmal an. Ja, war ein Elfmeter. Ja, solche Situationen muss man natürlich vermeiden. Elfmeter, das hat natürlich jetzt in dieser Situation auch noch gefehlt. Ja, er konzentriert sich nochmal kurz. Klasse gemacht. Klasse Aktion. Es sieht hervorragend aus, wie die hinten drin stehen. Ja, und die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er Übersicht, da hat er ein Auge für. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Klasse. Und das über diese Entfernung. Ja, lange ist nicht mehr zu spielen. Spannung ist natürlich raus. Und die letzten Momente dieser Begegnung werden da auch nichts mehr dran ändern. Das ist super Abwehrarbeit. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. So, bei den nächsten 2 Kämpfen muss er sich ein bisschen zurückhalten. Er ist jetzt verwarnt. Ja, ganz klar, gelbe Karte, richtige Entscheidung des Unparteiischen. Ja, klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert, auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja, ganz souverän, wie er da kein Risiko eingeht, nicht versucht, den Ball zu fangen, stattdessen die Faust nimmt. Das war der Pfosten. Ja, gut gespielt und da wusste er sofort, wohin der Ball muss. Ja, das war ja eine ganz souveräne, eine sichere Vorstellung. Verdientermaßen geht diese Mannschaft deswegen als Sieger aus der Partie hervor. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.